und gehen bis zu den Großen, dass wir uns vor das Geschäft, ja genau, dass wir uns vor das Geschäft stellen und die Leute, ja, habe ich auch gesehen, das ist eher Wahnsinn, ne? Dass wir vor dem Geschäft stehen und die Leute sagen, was kaufen sollen. Also nicht bitte die Funktionäre vorschieben, bitte die sollen rennen und sollen machen. Jeder Einzelne ist gefordert, für seine eigenen Produkte Werbung zu machen und ich mache es auch für die Milch, obwohl ich keine Milchbäuerin bin. Danke. Machen wir jetzt, es waren ein paar direkte Anfragen. Ja, da waren. Gut, dann machen wir es so. 2 Wortmeldungen waren da noch und dann können wir die Antworten in die Schlussrunde einbauen. Ist für euch das in Ordnung? Und zum Thema Werbung, ja, machen wir das auch dann. Weil sonst strapazieren wir Zeitrahmen unübergeführt. Bitte. Unsere Erde kann 14 Milliarden Menschen ernähren. Wir sind zwischen 7 und 8. Es verhungern täglich 100.000 Menschen. Und warum? Sie haben einfach das Geld nicht, dass sie es kaufen. 1/3 der Lebensmittel wird weggeschmissen. Wieso? Weil es nicht der Norm entspricht. Wir zerstören unsere Erde für unsere Kinder. Wir zerstören die Erde. Unsere Kinder werden wahrscheinlich sehr schwer haben. Unsere Enkelkinder wahrscheinlich nicht mehr bewohnbar. Und warum das alles? Dass wir ein paar, die was gierig sind, nur mehr Macht geben und nur mehr Geld geben. Wir konnten alle gut leben. Es gibt so Statistiken auf der Welt, von jeder Erdenbürger, der arbeitsfähig ist, zwischen 15 und 20 Stunden arbeiten täte am Tag, hätte jeder genug. Da kann man ganz leicht aus. Jeder Bauer. Nein, das sind pro Woche, ja. Zwischen 15 und 20 Stunden pro Woche arbeiten, kann man ganz leicht aus. Wir hätten genug in Überfluss. Wir konnten die Natur erhalten, wir brauchen nur das Trinken, wird alles. Aber wir zerstören alles mit Muss. Hans, darf ich nur kurz? Ich muss mich schon wieder einmischen, ich bin jetzt so frech, das hilft nicht. Eine Wortmeldung müssen wir okidok für die Übertragung zustehen. Was genau? Eine Wortmeldung, ja. Weil du unten noch 2 zulassen hast und dann möchtest du Schluss machen. Als Direktübertrager möchte ich einmal das Mikrofon geben. Ja genau, machen wir das. Der Herr da in der ersten Reihe ist dran und dann Herr Sinabel, Frage, was, Sie haben eben zuerst gefragt, wie viel erwartet man sich durch das Zustandekommen an Wirtschaftswachstum, und Sie haben gesagt, das ist in einem relativen kleinen Prozentanteil, wie viel Prozent reden wir da? Nur 0,05. Wer erwartet sich da die 0,05%? Wer ist ja wirklich, das muss ja irgendwer vorantreiben, oder Georg, vielleicht kannst du mir das du beantworten, wer in der Wirtschaft erwartet sich sind diese 0,5%, würden die spürbar unser Leben verbessern? Würde es quasi die Lebensqualität spürbar erheben? An den Herrn von der WIFO oder an Georg, wer wird machen? So, genau. Wir packen das in die Schlussrunde mit ein, aber vorher ist noch okidok am Wort. Bitte. Ja, schönen Dank für die Genehmigung der Wortmeldung. Ich möchte natürlich beim Podium recht herzlich bedanken, für das, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben, dass Sie mit den Menschen kommunizieren und dass Sie ihnen Fragen stellen. Das ist natürlich nur möglich, wenn es Menschen gibt, die was ihren Mund aufmachen und sagen, wir sind mit dem nicht mehr einverstanden, was wir leben müssen. Nicht leben können, sondern leben müssen. Und ich habe da sehr viele Wortmeldungen gehört mit Emotionen. Ich hätte natürlich auch Emotionen, aber aus Respekt vor den Menschen, die was sie hinter einer Partei, wie kann man sagen, fügen müssen, die haben es natürlich nicht leicht, wenn solche Emotionen davon aufkommen. Und diejenigen, die was die Veranstaltung machen, die haben natürlich die Schwierigkeit, wenn die Menschen aus dem Volk außer noch sagen,
jetzt wollen wir mal gehört werden, weil sonst haben wir nicht die Möglichkeit. Wir von Radio Okidalk, wir geben den Menschen eine Stimme und alle, was da gesprochen haben, waren natürlich weltweit, Österreich oder wie immer in den anderen Ländern zu hören und sind weiterhin zu hören, weil sie ins Archiv zugreifen können. Und das war alles live. Wir haben aufgezeichnet, alles wie es da ist im Internet zu sehen gewesen, ist ja nur zum Sehen, das was gesprochen wird, ist nachzuhören, also man kann sich da nicht verstecken. Und was ganz wichtig ist, das sind meine Anliegen, warum machen wir das und warum machen die Menschen das, was das organisiert haben? Weil es nicht mehr passt. Und weil es nicht mehr passt, ist das, weil die Menschen, die was in irgendwelche Amteln und Behörden sind und sich so, wir sind gescheiter als wir das Volk. Die sind diejenigen, die was nicht behirnen oder begreifen, aus welchen Gründen immer, dass sie eigentlich ihr eigenes Volk verkaufen, die Menschen womöglich in den Ruin treiben. Wenn man sich nur Exekutionen anschaut, in Niederösterreich, da wird das schlecht. Da gibt es keine Gesetze. Da werden den Menschen Auto versteigert wegen ein paar 100 Euro. Da kümmert sich niemand drum. Da werden andere Sachen gemacht, wo die Menschen nachher sagen, ich lasse das nicht mehr, wir sind nervlich am Sand. Da geht es nicht um die irgendetwas, da geht es ums nackte Überleben vom Volk aus. Und nun, was ist zum Sagen? Wir haben in Österreich eine eng gesetzte Verfassung voneinander. Und die Österreicher in der Verfassung schreiben sollen, die Politik war verpflichtet gewesen, das mit den Menschen zu machen. Bis heute ist keine Verfassung vom Volk aus geschrieben. Und 2008 ist ein Verfassungsgesetz, Bereinigungsgesetz gemacht, das sind sämtliche Gesetze aus der Verfassung wusch, als normale Gesetze gemacht worden. Und das bewirkt natürlich alles, was jetzt ist. Also mein Anliegen an die Menschen, was vorgeben, sie dann was für die Österreicher. Es wird bald keinen Job nicht mehr haben. Weil es dann brauchen die Leute selber, die was, ob es ein Bauer ist, ob es ein Arbeiter ist, ob es ein Gewerbetreiber ist, die können nicht mehr leben. Das bringt es um, wenn es ist, das alles so macht es weiterführt. Mehr aufbetreiben, vergesst endlich die Parteien, werdet wieder zum Mensch im Volk drinnen, nicht den nicht Verstecker hinter Clubzwang, weil ich weiß das, von dem, was ich lebe, habe ich alles erlebt. Und was ich nur sagen möchte, ich habe da heute so oft gehört, ich glaube. Also, wenn ich einen Politiker vorne habe, der was glaubt, dann hat er seinen Job verfehlt. Weil der muss wissen. Und sonst ist er kein Politiker nicht. Weil der Mensch, was leben muss, der hat von Glauben nichts, der geht zugrunde. Der muss tagtäglich und das, was er macht, dafür einstehen. Ob er mit Auto fährt oder egal was, der muss einstehen. Als Mensch. Man muss ihn unterscheiden. Nicht? Politik ist ganz was anderes, aber Menschen sind Menschen, die was sein Leben haben, die was Kinder haben. Und wenn es so weitergeht, sind wir die Mörder unserer Kinder. Und ich selber bin es nicht der, was das zulässt. Ich habe 4 Kinder, ich habe Enkelkinder. Wir haben Freunde, die Kinder haben Freunde. Und wir können doch nicht so grausig sein, als wir das tun. Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel heute da bin, den Menschen eine Stimme geben, außer in die Welt, damit man gehört wird. Es hört uns sonst nicht, die Politik hört uns nicht. Die Arbeiterkammer, die hört uns nicht, das ist wurscht. Das bisschen, was da machen vom Finanzamt und das alles, die Bauernvertreter, was sie machen für die Bauern. Ja, sie beraten falsch, weil wenn es irgendwas ist, sagen sie, du kannst nichts machen, musst machen. Das war schon. Also ich möchte nicht die Menschen angreifen. Gell? Es wird zu unterscheiden, dass wir genauso unterscheiden können, was ein Mensch ist und was ein Politiker ist. Und von Politikern auf heutigem Niveau haben wir keinen Respekt nicht mehr. Wir sehen das,
weil wir ja tagtäglich mit Menschen zu tun haben, die was reden und die was sagen, wir wollen gehört werden. Wir wollen gehört werden. Die Medien, die anderen Zeitungen, die schreiben nur das, was geheim ist oder was gesagt wird. Wenn man nur die Wahl zurückschaut, was da war, Bundespräsidentenwahl, will ich gar nicht ansprechen, aber jeder kann sich ein Bild machen, ein Kasperltheater. Auf Kosten der Menschen. So. Viel Erfolg für euer weiteres Handeln. Danke. So. Und dann Oberlus nehmen das an. Wer bringt sein Krieg, der Auto bringt sein Krieg. Büro und du kriegst ja so, die König rein, aber sowas von der Politik unterstützt und du zulässt. Das kann nicht mehr so weitergehen. Ich habe 800 Euro, muss auch draufgehen. Ich habe aber Mittel zum Vorwerk, 2-3 Kilometer muss ich erstehen, dass ich öffentliches Mittel kriegt am Vor. Und die haben zuerst vor der Haustür und sind so dreckig und dann haben sie die nur nehmen. Charakterlos ist sowas und sowas gehört auch. Nicht trinken. Nein. So, ich kann den Ärger so ganz gut verstehen, aber wir müssen jetzt einmal, aber wirklich wenig kurz, eine Meldung noch und dann müssen wir einen Schlussstrich ziehen, weil sonst da. So, ist das Mikrofon nun? Ja. Mein Name ist Karl Huber. Wir haben schon so geklärt heute von Käsbutter und so weiter. Und einmal Gütesiegel. Wir waren das nächste Mal in einer Veranstaltung in St. Pölten. Und da haben sie gesagt, die hohe Politik, wir müssen schauen, dass wir uns an die Spitäler bzw. unsere Krankenhäuser und Altersheime österreichische Qualität, österreichische Butter vermarkten. Ein Kollege von mir war auf Kur in Weiher, muss man so sehen, deutsche Butter oder zum Frühstück gekriegt. Das möchte ich nur noch dazu sagen. Ja. Okay, hinterbei noch einmal, aber dann müssen wir auch dran. Ja, mein Name ist Schweiger, ich bin Pensionist, Betriebler Person, Wirtschaften leider, ob es nun schafft, was ich muss ehrlich sagen, es sind zwei Herren von den Großparteien. Ich habe es bei der letzten Wahl noch 10-11% gekriegt. Und die Freiheitlichen haben 50. Bitte gebt das Zepter aus der Hand und lasst andere weitermachen. Das ist Faktum. Das stellt euch daher, wie die Welt ist. Unsere Gemeinde, kein blauer Abgeordneter, weit und breit, haben 72%. Denkt sich hier noch nichts, das so mit einmal irgendwo. Das ist eigentlich einmal zum Nachdenken. Wenn ihr langsam seid ihr bei der nächsten Wahl, seid ihr weg vom Fenster. Danke. Gut, das ist jetzt wirklich alles andere als früher. Und es siehst schon, dass sich die Leute. Nehmen wir noch aus. Es sind wirklich jetzt da, das reicht. Wir machen jetzt eine Schlussrunde. Jeder soll die Möglichkeit haben, wesentliche Gedanken, beziehungsweise es sind einige Antworten, es hat sich sicher jeder ein bisschen was notiert, was zum Beantworten ist. Machen wir das. Ich für meinen Teil möchte mich jetzt wirklich herzlich bedanken für die Bereitschaft, dass Sie gekommen sind. Es war keine einfache Geschichte, es war nicht leicht verdaulich. Und fangen wir wieder in der gleichen Reihenfolge an, oder passt das so? Ja. Oder umgekehrt. Passt das? Gut, fangen wir da an. Leo, bitte. Ja, danke. Kompliment, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich spürt seine Betroffenheit, besonders was der Herr Roman jetzt gesagt hat zum Schluss, weil das genau meine Motivation ist, warum ich mir die Politik antue. Ich sage das genau. 14 Enkel. Und ich will nicht haben, dass meine 14 Enkel dort liegen, wo meine Onkel liegen, die liegen in Russland. Und wenn ich mir das jetzt so angehört habe, diese ganze Schönmalerei, holt sich schon nicht mehr aus. Und ich muss das im Parlament und auswählen, das sind 183. Und die meisten versuchen sich da den Sessel zu sichern bis zu der Pension. Und das ist unser Hauptproblem. Bis 2 Perioden sind nur, dann soll er noch die Gesetze arbeiten, die er beschlossen hat. Aber die meisten sagen, da kann man nichts machen, das war ein Clubzwang. Ja, warum stehen sie auf? Warum steht der Präsident Schultes auf, wenn der Agrardiesel angeschafft wird, wenn die Multikulprämie angeschafft wird, wenn es keine
wenn er aufsteht für meinen Antrag Gastronomie, Fleischkennzeichnung, Qualitätsgütesiegelgesetz. Mein lieber Freund, wo seid ihr denn da von den Regierungsparteien? Da kann man nichts machen, das kommt von der Opposition, das müssen wir niederstimmen. Und deshalb, ich sage euch, ich bin zutiefst betroffen, weil ich diese menschlichen Schicksale sehe. Seit 47 Jahren in München, wir haben jetzt den billigsten Milchpreis, also mit dem Beispiel wie aufhören. Wie im Parlament gelogen wird. Wir liefern dasselbe Losfahren, was unser Milch auf Bayern fährt, um 29 Cent. Fährt von Bayern auf Gmunden und holt es dort um 16 Cent. Und im österreichischen Parlament erklären die Bauernvertreter, wie die Bayern auf Österreich drucken. Wisst ihr, was da läuft? Und jetzt war bald das Palmölzeug geschwitzt worden. Ein herrliches Beispiel. Wir können schon von 150% reden, aber die 150% glaube ich ist mindestens die Hälfte. Palmöl, schauen wir ins Regal, was drinnen ist, schauen wir beim Fleisch, was drinnen ist, da wir mal gescheit kennzeichnen, reden, da wir 20 Jahre davon, seit 2009 wird das Qualitätsgütesiegelgesetz vertagt und möchte international aufhören und mit Kommissar Hogan, der dann bei uns im Parlament ist, und sagt, Österreich braucht mehr GGA-Produkte. Na, in Gottes Namen. Das darf außer den Schluck des wirklich nicht. Wisst ihr, wie ein GGA-Tiroler Speck ist? Eine holländische Sau mit einem tschechischen Buchenholz in Tirol gesucht. Wenn das in der österreichischen Bauern hilft, dann bin ich deppert. Ich versuche mich sehr kurz zu halten. Die Frage, was sind die Vorteile, Nachteile? Das IHS hat das sehr genau für Österreich ausgerechnet. Das ist eine interessante Studie, weil sonst gibt es das immer nur für Europa und da gibt es eine Zahl für Österreich. Die Ergebnisse sind, landwirtschaftlicher Strukturwandel wird beschleunigt, das heißt, es gibt deutlich weniger Bauern, aber es gibt Beschäftigungseffekte in anderen Sektoren. Und das sind je nach Schätzung zwischen 8.000 und 13.000 zusätzliche Arbeitskräfte. Das kann natürlich wenig sein, aber für diejenigen, die arbeitslos sind, glaube ich, sind das Vorteile. Und natürlich muss darüber abgestimmt werden, sind die Opfer das wert, dass wir diese Vorteile kriegen. Und deshalb wird darüber abgestimmt. Der Herr von da hinten, was die Milchrechnung betrifft, genau, ich kann Ihnen nur in einem Punkt widersprechen, in allen anderen Punkten muss ich Ihnen zustimmen. Die Preise sind so, wie die Preise sind, und das, was Sie beschreiben, ist die Tretmühle. Die Tretmühle von Bauern, die jedes Jahr produktiver werden, vor allem auch ihre Kühe, im Durchschnitt der österreichische Kuh gibt 100 Kilo Milch pro Jahr mehr. Ja? Und die Nachteile sind die, dass der Konsum mit der Produktion nicht Schritt wird und der Effekt ist, dass die Preise sinken. Das ist das, was Sie beschrieben haben. Wo ich Ihnen nicht zustimme, ist, dass ich der WIFO-Chef bin, ich bin nur der Agrarexperte von WIFO. Und der letzte Punkt, wie schaut es aus mit den Beschäftigungseffekten vor- und nachgelagerter Sektor? Das sind so Spezialitäten, mit denen ich mich beschäftige, und das führt uns zur Frage, gibt es einen Rückhalt in der Gesellschaft für die Landwirtschaft? Ich glaube ja. Wenn man Österreich vergleicht mit anderen Ländern, da gibt es nur Finnland, Schweden, Bayern, Slowenien, Norditalien, Südtirol, wo die Gesellschaft auf ähnlich hohem Niveau was für die Landwirtschaft tut, und zwar aus gutem Grund, weil wir wissen, dass das Geld, das zur Landwirtschaft kommt, sofort in den anderen Sektoren verwendet wird. Es werden ja Ställe gebaut, es werden Vorleistungen gekauft, es werden Maschinen gekauft, es werden Architekten beschäftigt und so weiter, und der Effekt ist, dass die Vorteile in den Städten vor allem konzentriert sind, wo diese Güter hergestellt werden. Daher macht es aus Sicht der Steuerzahler durchaus auch Sinn, das Geld in die Landwirtschaft zu geben, weil im Endeffekt landet es wieder dort, wo die hohen Einkommen sind. Das ist die Situation, und das ist für mich die Erklärung, warum in Österreich die Landwirtschaft vergleichsweise stark unterstützt wird. Vielen Dank.
soll ich sagen, mein Dr. Singerfeld, weil ich meinen imaginären Hut, weil in Diskussionen zu sitzen, wenn man es nicht so leicht hat, das ist nicht immer ein Spaß, das wissen wir. Und was ich wirklich positiv anmerken muss, das war zumindest argumentiert. Ich hätte jetzt viele Gegenargumente gegen Ihre Ausführungen, aber ich glaube, eine volkswirtschaftliche Diskussion wird den Rahmen sprengen. Ich möchte auf eine Sache eingehen, die ein paar Mal jetzt angesprochen wurde und ich habe mich bewusst nicht zu Wort gemeldet in der Zwischenzeit, weil schon aus dem Publikum genug Fragen und Wortmeldungen gewartet haben. Das Thema, mit wem gehen wir denn eigentlich diese Partnerschaft ein, ist für mich eine ganz zentrale Frage. Wenn wir uns jetzt die USA hernehmen und uns vor Augen führen, was uns da die letzten Jahre und Jahrzehnte eingebrockt wurden, mit all den Auswüchsen, die wir aktuell vorfinden, egal ob das Libyen war, ob das Afghanistan war, Irak war oder Syrien war, das sind die Auswirkungen, die wir jetzt aktuell spüren. Oder alle wirtschaftlichen Feldzüge, die sie dort geführt haben, die dazu geführt haben, dass wir sie die unten niemand selbst ernähren können, zu einem gewissen Grad. Da muss man mal so klar sein und das auch wirklich ehrlich ansprechen, dass man mit solchen Menschen keine Partnerschaft eingehen kann. Das ist nicht partnerschaftlich. Genauso wie das angesprochene Beispiel mit den Russland-Sanktionen, was mir ein ganz wesentlicher Punkt ist. Wir sollen darunter leiden, und vor allem die Landwirte, die so viel da sitzen, sollen darunter leiden, weil die Amerikaner uns Europäern Sanktionen gegen Russland aufdrücken. Wir leiden darunter, die Amerikaner profitieren weiterhin. Zusätzlich. Und da muss doch, ohne große Rechnungen anstellen zu müssen, muss jedem klar sein, das kann partnerschaftlich nicht funktionieren. Und da habe ich alle anderen. Zum Abschluss ein wesentlicher Punkt für mich, der sich erst in einiger Zeit beantworten wird, ist die Frage nach dem Ergebnis. Bekommen wir TTIP und Co. oder nicht? Und vor allem, und das wird für uns alle wesentlich sein, wer hat wo dafür oder dagegen gestimmt oder einfach nur die Verantwortung abgeschoben. Und wenn der Kollege Dumser vorhin repliziert hat, da muss ich dir recht geben. Du hast im Landtag in Niederösterreich immer konsequent gegen TTIP gesprochen und ich auch gegen TTIP ausgesprochen. Das ist richtig. Nur, im Landtag sind wir nicht zuständig, das weißt du genauso gut wie ich. Und wesentlich für mich sein, ob die Entscheidungsträger auf den Ebenen, wo sie nämlich zuständig sind, dann auch entsprechendes Handel heben oder auch nicht. Und, was man ihnen von Anfang an vorhalten muss, ist die Tatsache, dass sie das Verhandlungsmandat überhaupt so erteilt haben und uns damit in die Zwickmühle gebracht haben, vielleicht gar nicht Nein sagen zu können, wenn es nämlich als EU-Only-Akt eingestuft wird, dann wird keiner von uns davon. Dann muss man auch sehr ehrlich sagen, dass man das überhaupt so hat beginnen lassen, das gehört dann noch lange und ausführlich diskutiert.